Goede Maurice, deze ondag is voor vrijdag, den 30. Juni. Mijn naam is John Panna von Tamaulipas. Ich lese zum Anfang zum Vers Markus 8. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meiner und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Jesus sagt, wir sollen uns selbst verleugnen, das Kreuz ab uns nehmen und am nur folgen. Er sagt, wer sein Leben will, bloß wer sein Leben behouden will, der wird es verlieren. Ich nehme rüt, wer bloß will in das Leben Vergnügungen haben und dort tun, was ihm gefällt, der wird das ewige Leben nicht ernten. Der wird das ewige Leben nicht kriegen. Und wer bereit ist, auch die Vergnügungen in das Leben abzugeben oder zu verlieren, sein ihnet physisches Leben verlieren mocht om Jesus ihn zu folgen, der wird das ewige Leben kriegen. Wir haben deze laatste deel Lot zijn leven betracht. Van deel wel we besonders zijn wat hij verlieren deed. Lot verloor zeer veel im Leben. Als een resultaat davon, dat hij versucht, some dingen te erreichen, die bloß op de Erde wird horen. Dinge, wat op deze Erde groter wird horen, aber in der Ewigkeit kennen wird haben. Als hij door bejeen drauf kijkt, dan kijkt hij dort, wat aan op deze Erde wird in wird geben. Aber hij kriegt nicht dort, wat een Ewigkeitswert hat. Eerstens zei wie, hij muss zijn Habe trainen staat laten. We nemen aan, hij muss al zijn Haben Geld laten. Kapitel 19, Vers 15 sagt dort, als der Engel aus der Morgenröte abging, dann sagte der Engel zu Lot, mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwei Töchter, die vorhanden sind, dass du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Goeie staat eruit, du, deine Frau und deine zwei Töchter. All seine Habe bleibt treu. En hij vertrok, scheinbar hat ihm das viel gekostet, alle drei Leute. Saß in der Vers, da aber verzog. Dann musste der Engel anfuten einmal in der Stadt rüt leiden. Bei der Handfuten am rüt leiden. Dann sagte der Engel zu ihm, errette deine Seele und sieh nicht hinter dich. Radi, nicht nur hingekeken. Dort wird verloren, dort bleibt treu. Radi, dort du nicht auch noch ankommst. Der tweede wordt Lot verlieren deed op zijn vrouw. De haar leidt met Schwefel en vier Renen. En dat alles wordt in de stad weer verbrennen deed. Al de Anwohner wat drie blijven, die moesten verbrennen. En am 26. Vers sagt er, in seine Frau kijkt nu heen. En ze wordt te een Salzsäule. Ook hier verloor hij zijn Frau. Die dingen van de stad, het leven in de stad, had hij gemerkt, dort und dort wird eine Stadt bleibt fast hängen. Sie können dort nicht hängen, sich looten, sie kriegt nach Tränen hängen, wo der Engel gesagt hat, sie soll nicht. Und dadurch verlor Lot seine eine Frau. Das dritte, was wir finden, was er verliert, dat wir die Würde und den Respekt von seinen Töchtern angehen, haben sollen. Die hat er verloren. Sie treiben, und im nächsten Kapitel lesen, sie treiben schändliche Hurerie mit ihm. Die Entscheidung, wat Lot getroffen hat, dort ist er mit Abraham taub. Ich stell mich vor auf dem Hügel stand und ab die Jen drauf gekeken. Was er dort nur so dann kijkt. Die Entscheidung, dort wird der Anfang von seinen Verlust. Dort wird die erste Trappe von der Schick, wat am zu der Schicksal führen deed. Wir finden am 27. Vers, dass Abraham noch einmal über Sodom gekeken. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Stadt gewesen ist, aber ich stelle mir so vor, dass wird auch so eine Stadt sein, wo ich war, können raufkicken, aber Stadt Sodom. Sagt, Abraham aber machte sich des Morgens früh auf, an den Ort, da er gestanden war vor den Herrn, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land der Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie ein Rauch vom Ofen. Hij kijkt waar op deze Stadt. Dort wird dann Lot so gelastet, wird am so gefallen. Und Abraham kann hier ruhig sein. Wir bloß noch ruhig zu sein. Noch wir in der Entscheidung, was wir treffen,
Zo'n Entscheidung treffen, wird uns ewiges Leben bringen und wird uns nicht in Verlust oder ein Schicksal hier auf die Erde bringen wird. Weil wir uns dit lutet in een Lied deine, dort wird wir sehen, dort wo wir ein Tag arnt. Das ist Galater 6, 87. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sind dann an Lot sein Leben, hij muss hier bei ihr al ernten, was er gesagt hat. Dat leicht vor die Leben, das leicht vor die Entscheidung, was er getroffen hat, das musste hier al ernten. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.